Mein Name ist Jürg Müller. Ich bin bei der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung, auf der Wirtschaftsredaktion tätig. Da behandle ich hauptsächlich Themen zu Finanzmarktstabilität, zu Digitalisierung und auch Telekommunikationsindustrie. Ich habe vorher Wirtschaft studiert in St. Gallen und in Cambridge in Großbritannien und habe nachher ein Doktorat gemacht an der ETH Zürich zum Thema Banking Stability and the Macroeconomy. Zusammen mit einem Investmentbanker habe ich ein Buch geschrieben, bevor ich bei der NZZ angefangen habe. Das heisst «The End of Banking, Money, Credit and the Digital Revolution». In diesem Buch schauen wir eigentlich eine Makrosicht von Fintech an. In der Schweiz ist es momentan Fintech das grosse Thema. Das sieht man auch in der täglichen Berichterstattung. Es ist ein Hype geworden. Es gibt Konferenzen noch und nöcher. Alle reden von Fintech. Was mir ein bisschen auffällt in der Schweiz ist, dass das Crowdfunding noch ein bisschen Schattendasein fristet. Das hat sicher damit zu tun, dass der Markt relativ klein ist und dass die Kreditversorgung durch Banken eigentlich noch gut funktioniert. Und sonst, was man natürlich auch sieht in der Schweiz, was man immer wieder hört, ist, dass Crypto Valley in Zug, dass Bitcoin doch auch noch eine grosse Rolle spielt in der Schweizer Fintech-Szene. Die ganze Entwicklung beschleunigt sich momentan. Es fragt sich, ob jetzt langsam ein Peak erreicht ist, dass es langsam wieder ein bisschen abflacht. Weil eben so Hype hört man. Es ist genauso ein Hype ums Wort Hype bei Fintech wie um Fintech selber. Jetzt werden wir mal schauen, ob das so weitergeht und wie die Banken jetzt da auch aufspringen und ob das auch innerhalb der Banken strukturelle Änderungen nach sich zieht, ob jetzt da wirklich eine grosse Restrukturierungswelle ansteht und dann sich eigentlich Fintech nicht nur in den Medien niederschlägt, sondern dann auch wirklich, wie sich die Banken aufstellen. Die auffälligste Differenz zwischen dem Ausland und der Schweiz, was ich jetzt sehe, ist wirklich das, was ich gesagt habe mit Crowdfunding. Ich würde sagen, das ist in der Schweiz einfach noch nicht präsent. Also selbst in Deutschland spielt das eine viel größere Rolle. Und da kann man sicher noch einiges aufholen. Das Problem ist halt wirklich der fragmentierte Markt, 3 Sprachen, kleiner Binnenmarkt. Ist halt hart, da etwas aufzuziehen. Die Skaleneffekte sind immens. Vielleicht kommen da auch einfach ausländische Player dann auf den Schweizer Markt. Wir werden es sehen. Also es ist noch lustig, im Telekom-Bereich sagen wir immer, der Schweizer Kunde sei extrem loyal und träge und wechselt nie ein Abo. Ich weiss nicht so recht, ob das am Ende dann wirklich stimmt. Also ich habe das Gefühl, der Schweizer wird, wenn er ein besseres Produkt angeboten bekommt, dann wird er das auch wechseln. Also wird er das wählen und wechseln zu den neuen Angeboten. Und wenn Bankkonten und Dienstleistungen rund um die traditionellen Banken immer teurer werden, dann wird er sich das sicher auch überlegen. Bei der Bank ist es definitiv ein Thema. Also Fintech ist dort sicher angekommen. Und die treiben ja auch die ganze Konferenzlandschaft. Wenn man dort schaut, das sind ja nicht Start-up-Konferenzen, die jung und dynamisch sind, sondern sie sind im Tour de Grand, wo die etablierten Banken eine Konferenz abhalten und eigentlich umhören, was so läuft. Also es ist sicher angekommen. Die Frage ist jetzt, wie man das umsetzt. Und das ist eine grundsätzliche Frage, wie grosse, etablierte Unternehmen Innovationen können treiben, ob das überhaupt möglich ist oder ob sie sich das jetzt einkaufen können und dann sich neu aufstellen oder ob am Ende wirklich junge, flinke Start-ups in das Wasser abgraben. Aber da gibt es natürlich viele Probleme, wie eben Regulierungen. Ich glaube nicht, dass Banken abgehoben sind. Also sie sind halt einfach historisch gewachsene Konstrukte und als eine grosse Organisation mit einer langen Geschichte tut man sich immer schwer mit Veränderung. Also das sieht man überall in der Wirtschaft. Und momentan läuft halt extrem viel. Und sie versuchen damit eigentlich Schritt zu halten. Also man kann nicht sagen, dass sie da irgendwie von oben herab schauen. Sie versuchen da eigentlich Schritt zu halten. Die Frage ist, wie fest es ihnen wird gelingen, diese Umstellung dann auch zu schaffen oder wirklich sich selber zu kannibalisieren. Also dass Banken verschlossen sind, das habe ich jetzt gar noch nie gehört. Was ich immer gehört habe, ist, dass der Regulator verschlossen ist und dass sich das komplett geändert hat. Aber generell sind in der Schweiz ja die Wege relativ kurz und man kennt sich. Also es ist ja sehr böse, kann man sagen, es ist ein sehr grosser Filz. Gut kann man sagen, es ist ein Ökosystem, ein Wort, das man immer wieder hört. Und ich denke, es ist sicher ein Vorteil. Also man kennt sich, man weiss, mit wem man zu tun hat, es besteht ein gewisses Vertrauen und das wird sicher helfen, die ganze Umwandlung konstruktiv über die Bühne zu bringen. Ja, was man natürlich wirklich grundsätzlich muss überlegen, wenn man jetzt immer redet vom Bankenplatz, wo die Innovationen einsetzt. Die Frage ist natürlich schon, ob die Bank an sich das Modell für die Zukunft ist und ob nicht eigentlich aus einer gesellschaftlichen Sicht sinnvoller wäre, wenn ein paar junge, wilde Start-ups
innovative Dienstleistungen mit völlig neuen Strukturen anbieten. Und da fragt sich, ob die Regulierung momentan nicht so aufgesetzt ist, dass der Strukturwandel eigentlich verhindert wird. Ich glaube, momentan läuft viel in die richtige Richtung. Also, der Mark Branson hat ja die Idee von einer Banklizenz Light aufs Tapet gebracht. Und das wäre sicher eine Idee, also dass man eigentlich die Hürden abschraubt. Das Problem ist jetzt, momentan ist das der ganze neue Gesetzesentwurf zum Bankgesetz ist so in einer Vorphase zu der Vernehmlassung. Es wird ein Bericht ausgearbeitet. Und da werden natürlich jetzt die etablierten Player viel mehr Gewicht haben. Also schlussendlich werden eigentlich die Regulierung schreiben, die momentan schon etabliert sind. Und nicht die in 5 Jahren eigentlich neue Geschäftsmodelle anbringen. Das ist ein grundlegendes Problem bei einer Gesetzgebung. Aber es bleibt eigentlich zu hoffen, dass am Schluss die Regeln extrem technologieneutral aufgesetzt werden und Innovationen erlauben und vor allem auch Scheitern erlauben. Scheitern von alten und neuen Businessmodellen. Was man wirklich bei der Regulierung muss schauen muss, ist, dass nicht irgendwelche systemischen Risiken aufgebaut werden. Also es muss eigentlich immer gewährleistet werden, dass ein Finanzinstitut wie jedes andere Unternehmen in dieser Ökonomie kann, fallen. Dass Bankrott auch wieder bei Banken passieren kann. Generell sollte man eigentlich die ganze Regulierung viel mehr auf das ausrichten, dass man wieder einen Markt kriegt, dass die Marktwirtschaft auch im Finanzsystem wieder ihre sagen wir, kreative, zerstörerische Wirkung entfalten kann. Ja, das ist etwas, was generell in der Diskussion untergeht, die Makrosicht. Das ist das, was ich jetzt mit meinem Co-Autor in unserem Buch beschrieben habe. Wir schauen das Ganze aus einer historischen Perspektive an, seit der industriellen Revolution, und sehen eigentlich die digitale Revolution als nächsten grossen Schritt. Und momentan in diesem Hype ist alles eigentlich aufs nächste Jahr ausgerichtet, maximal. Und es wird irgendwie einfach, man sieht die neuen Möglichkeiten und man ist völlig begeistert. Was ein bisschen fehlt, ist die Makrosicht und sich eigentlich grundsätzliche Gedanken zu machen, wie wird Geld und Kredit in unserer Ökonomie organisiert. Und da sollten wir dringendste Diskussion starten. Und die ist noch nicht stattgefunden. Im 2008 ist das ganze Finanzsystem kurz vor dem Abgrund gestanden. Und man ist in Panik, hat man versucht, den Absturz zu verhindern. Und das ist völlig legitim, das würde jeder machen. Aber man hat eigentlich nicht versucht, etwas Neues aufzusetzen. Jetzt läuft man eigentlich mit einem halbtoten Finanzsystem, das ganz viele Pflasterchen hat. Und tut immer noch ein Pflasterchen drauf und ein Pflasterchen drauf. Und überlegt sich nicht, wie können wir eigentlich das mal an der Wurzel anpacken. Und das hat also einfach eigentlich, Kraft von der Dringlichkeit, dass der Absturz zu verhindern hat, verhindert gleichzeitig, dass man Diskussionen gestartet hat, wie man das grundlegend ändern kann. Ich habe das Gefühl, langsam fängt die Diskussion an. Lustigerweise ist einfach in dieser Diskussion dann, wenn die eher älteren Ökonomen das anschauen, die nehmen dann die ganze Fintech-Bewegung nicht berücksichtigen. Also sie schauen dann eigentlich an die alte Welt an und versuchen dort etwas zu schrauben. Und ich glaube, wir müssen die beiden Sachen zusammenbringen. Wir müssen fundamental über das System nachdenken und die aktuellen Entwicklungen im Fintech, in der digitalen Welt berücksichtigen. Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist von den einzelnen Fintechs oder von den Unternehmen. Es ist nicht ein unternehmerisches Problem, es ist vielmehr ein politisches Problem. Und da sieht man halt jetzt einfach, wie man da die Symptome ein bisschen bekämpft hat, ganz viele Pflasterchen draufgeklebt hat man das Gefühl, es ist eigentlich alles wieder in Ordnung. Aber unter der Oberfläche brodelt es extrem. Und was ich glaube, solange das nicht an die Oberfläche kommt, ist der Status quo einfach so mächtig, jegliche neue Ideen im Keim zu ersticken, dass wir nicht irgendwelche neue Systeme werden sehen. Also wir werden jetzt, eben, das Unternehmerische wird laufen, das läuft immer, das ist immer sehr dynamisch, aber das Politische, da braucht es eigentlich nochmal eine Krise. Eine neue Krise wird politisch etwas bewirken, weil man sieht dann, das System ist immer noch nicht gefixt, das System ist immer noch kaputt. Aber es wird auch unternehmerische natürlich Auswirkungen haben, weil man kann Fintechs wie 2 Gruppen unterteilen. Die eine Gruppe die macht wirklich radikale Innovation, die versucht, die etablierten Firmen zu ersetzen mit neuen Dienstleistungen, neuen Strukturen, neuen Prozessen. Und dann gibt es Fintechs, die eigentlich wie Innovation, inkrementelle Innovation für die Banken macht. Und in einer Krise werden sich eigentlich dann die Situationen von diesen beiden Startups oder von diesen beiden Fintechs verändern. Weil
Momentan laufen die inkrementelle Innovationen für die Banken machen, sehr gut. Die werden hoch bezahlt. Banken sind auf der Suche nach denen und sobald sie etwas sehen, was sie brauchen können, um ihre Geschäftsprozesse zu verbessern, werden die eingekauft. Während hingegen die anderen momentan natürlich von den Banken bekämpft werden, weil sie würden ja das Wasser abgraben. In einer Krise, wenn nochmals das Bankensystem in Schieflage geraten, haben natürlich dann die Startups, die jetzt ein Schattendasein fristen, ein riesiges Potenzial. Weil wenn natürlich der ganze Markt plötzlich frei wird, steht ihnen Tür und Tor offen zu einem gewaltigen Geschäftsmodell. Was man auch ein bisschen beachten muss bei Fintech ist, es ist eine grosse Euphorie da momentan. Und wenn man ein bisschen zurückschaut in der Geschichte, ist auch schon Anfangs 2000 eine grosse Euphorie da gewesen. Und da hat es einfach nicht Financial Technology geheißen, sondern Financial Innovation. Und wir haben alle gesehen, was die Financial Innovation am Ende bewirkt haben. Oft sind das eigentlich nur Tools gewesen von den etablierten Finanzinstituten, um Regulierungen zu umgehen. Und da muss man ein bisschen aufpassen, jetzt auch wenn man die Regulierung neu aufsetzt, dass nicht Fintech einfach wieder ein Tool wird, um Regulierungen zu umgehen. Was man gesehen hat in der letzten Krise ist, dass man braucht nur ein Special Purpose Vehicle, also eigentlich nur eine Bilanz, und schon kann man Regeln umgehen und kann systemische Risiken aufbauen und eigentlich Banking-Dienstleistungen erbringen. Man hat das gesehen im Schattenbankensystem, wo man eigentlich über Tausende von Bilanzen immer wieder verstückelt hat und am Schluss, wenn man das System ein bisschen rauszoomt und das System als Ganzes anschaut, ist es eigentlich einfach eine Bankbilanz. Aber man hat es auf ganz viele Bilanzen verteilt. Früher haben wir im System mit verschiedenen grosse Bilanzen gehabt, Banken. Und die haben das so gepoolt und dann wieder weitergegeben. Das ist aber heute eigentlich nicht mehr nötig. Also zum einen können Informationstechnologien genutzt werden im heutigen System, um Regulierungen relativ einfach zu umgehen, weshalb man die systemische Solvenzregel braucht, die Systemic Solvency Rule. Gleichzeitig hat es aber auch einen sehr positiven Effekt. Wir können nämlich Kapital viel effizienter und viel direkter vermitteln. Und da ist die Rolle von Fintech. Es gibt verschiedene Fintechs, eben gerade Peer-to-Peer-Lenders zum Beispiel, wo eigentlich Kapital auf dem direkt möglichsten Weg verbindet. Aber im heutigen System und mit der heutigen Regulation werden sie sich einfach nicht durchsetzen können. Weil es ist einfach enorm schwer, sich da zu behaupten und auch in diesem Regulierungsdiktat den Überblick zu behalten. Das ist ja das, wo sich viele Fintechs beklagen. Darum wäre natürlich eine Banklizenz Lite ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ja, Fintech, wie ich gesagt habe, man müsste da eine Makrosicht annehmen, ganz klar, wenn man in die Zukunft schaut. Und es wird sicher eine Zeit vor der Krise und eine Zeit nach der Krise geben. Und durch das, dass wir die grundlegenden Probleme im Finanzsystem einfach noch nicht adressiert haben und noch nicht gefixt haben, wird es zu einer Krise kommen. Das ist klar. Ich glaube, da ist man sich einig. Das ist jetzt nicht so ein bold Call. Die Frage ist mehr, wie man dann reagiert und ob man dann die jetzige Entwicklung eigentlich wie als eine Grundlage für ein besseres System nehmen kann und bessere Regeln einführt. Und bis zu dieser Krise wird es so weitergehen wie bis anhin. Also es wird junge Startups geben, die Innovationen treiben und wo Banken werden schauen, was sie übernehmen können. Und auch Banken werden sich entwickeln. Die Frage ist, ob die Banken sich so radikal verändern können, dass sie eigentlich ein Geschäftsmodell entwickeln, das viel weniger auf systemische Risiken aufbaut, viel schlanker ist und schon in die Richtung geht von einem dezentralen Finanzsystem. Also eigentlich die direkte Verbindung von Kredit, von Kreditnehmer und von Kreditgeber. Fintech als die ganze Entwicklung, also eben die Digitalisierung, die wird natürlich weitergehen. Und wir werden da wahrscheinlich dann, gerade wenn die nächste Krise kommt, noch viel grössere Verwerfungen sehen, aber auch wiederum neue Unternehmen, neue Ideen, die ganz klar auf ein digitalisiertes Finanzsystem daraus herauslaufen. Wir sind momentan auf dieser Transformation von einem analogen Finanzsystem, wo man eigentlich Banking-Books hat, wo man noch Schecks geschrieben hat, zu einem völlig digitalisierten Finanzsystem. Und die Transformation, die wird passieren. Auf dem Finanzsystem, durch das, dass der Staat so eine starke Rolle hat und dass er so viel reguliert ist, wird die kreative Zerstörung wahrscheinlich mehr mit einem Knall kommen, als eigentlich langsam und sich so ein bisschen fliessend anbahnen. Und da werden wir wirklich die nächste Krise, das wird eigentlich der Moment der Entscheidung sein.
Der Staat spielt natürlich eine gewaltige Rolle im Finanzsystem und oft muss der Finanzmarkt als Paradebeispiel für den schlimmen Kapitalismus anhalten. Das ist eigentlich eine Katastrophe, weil das ist eben genau nicht eine Marktwirtschaft. Zum einen gibt es staatliche Garantien und zum anderen gibt es extrem viele Regulierungen. Und wegen diesen Regulierungen und diesen Staatsgarantien optimieren eigentlich die einzelnen Akteure nicht mehr auf einem Markt, sondern innerhalb dieser Struktur. Und wenn jetzt da etwas komplett schief rauskommt, wie im 2008, kann man eigentlich nicht sagen, der Markt hat versagt, sondern das ganze institutionelle Setup hat versagt. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass sich viele Liberale jetzt eigentlich da nicht klar genug positionieren. Das Finanzsystem hat extrem wenig mit Marktwirtschaft zu tun. Und ich bin überzeugt, also als liberaler Ökonom bin ich überzeugt, das ist einer der Gründe, wieso es so schlecht läuft. Also die starke Rolle des Staates auf dem Finanzsystem, die bedingt auch, dass Fintech nicht einfach eine neue Coca-Cola-Büchse ist oder irgendwie ein lässiges Programm oder ein Facebook, sondern es tangiert halt Grundfesten auch von staatlicher Ordnung. Jetzt gerade bei der Währung. Die Nationalbank ist eine staatliche Institution und der Schweizer Franken ist eigentlich ein öffentliches Gut bis zu einem gewissen Grad. Und darum ist Fintech ein bisschen anders als andere Digitalisierungsentwicklungen in anderen Branchen. Und das macht es extrem spannend, aber das zeigt auch nochmal, dass die Lösung am Schluss, um ein besseres Finanzsystem zu kriegen, muss eine politische Lösung sein. Die ganzen Finanzflüsse oder das ganze Finanzsystem operiert innerhalb von staatlichen Institutionen. Und wenn wir das ändern wollen, dann kann das nicht einfach nur ein Unternehmer ändern, wie jetzt zum Beispiel ein Steve Jobs den ganzen Handymarkt umkrempelt hat. Weil da einfach noch so viele staatliche Regalien auch im Spiel sind, Machtregalien, dass da am Ende des Tages braucht es da eigentlich eine politische Entscheidung. Und man muss die Institutionen neu ausrichten. Und ich bin fest überzeugt, man muss die Institutionen so ausrichten, dass sich ein Markt entwickeln kann. Es gibt die Mikrosicht, und das ist auch die unternehmerische Sicht, und da muss man unternehmerisch denken, und das ist ganz klar. Und dann gibt es die Makrosicht, die eben zurzeit völlig ausgeblendet wird. Und die Makrosicht, die muss Institutionen hinterfragen, die muss Geld und Kredit im Grossen anschauen. Und da müssen wir jetzt endlich mal eine Diskussion starten. Das ist dringend notwendig, weil sonst eben werden wir extrem grosse Fehlallokationen sehen. Das tönt so technisch, Fehlallokationen, aber schlussendlich heisst das halt einfach, dass Blut, Schweiß und Tränen in Projekte investiert werden, die nichts bringen. Eben, dass wir wieder irgendwelche Häuser bauen in der Pampa oder Flughafen in der Pampa, die am Schluss niemandem etwas bringen. Und da wird Arbeit, Energie und natürliche Ressourcen einfach verschwendet. Und darum ist das Finanzsystem so relevant. Und darum müssen wir das endlich diskutieren. Die Regulierung ist komplett in der falschen Richtung unterwegs. Sie wird immer komplexer, sie wird immer undurchdringlicher. Und statt dass man einfach ganz simple Prinzipien aufsetzt und dann eben sozusagen dezentral das Ganze organisieren lässt und Marktkräfte wirken, versuchen wir neue Regulierungen aufzusetzen, neue Regeln für Banken aufzusetzen. Und die Regulierung explodiert ja. Wir haben es ja gesehen. Basel III sind über 600 Seiten. Das ist unglaublich. Dodd-Frank ist auch. Das sind, glaube ich, über 1000 Seiten. Das ist gewaltig. Und die Entwicklung ist nicht gestoppt worden seit der Krise. Die wird weitergehen und sie wird die nächste Krise nicht verhindern, weil das falsche Setup von Regulierungen und Garantien, wir halten immer noch an dem fest. Wir bauen es eben noch aus. Die Regulierungen werden immer extremer und Garantien, die sind immer noch genauso da. Also die Regulierungen und die Garantien, das Framework, die Institutionen, die tun nicht Innovationen ersticken. Die Innovationen passieren innerhalb von dem System. Jeder versucht, eigentlich da das Optimum rauszuholen. Alle Finanzinstitute, die innerhalb von dem Regelwerk operieren, versuchen das Beste rauszuholen. Aber die Innovationen gehen dann eigentlich die falsche Richtung. Auf dem Markt sind Innovationen eigentlich so, dass am Schluss soziale Optimum rauskommt. Das ist die Sicht eines liberalen Ökonomen, das ist mir bewusst, aber ich bin überzeugt, dass das der Fall ist in einem dezentralen System, dass da die unsichtbare Hand eigentlich das Ganze zum Guten lenkt. Das Problem ist, dass wir nicht auf einem Markt-Setup sind im Finanzsystem und dass darum dann die Innovation eigentlich so wirkt, dass innerhalb von diesen Institutionen ein Optimum rauskommt. Und das ist ja oft halt nicht das soziale Optimum.
wie wir auch schon bei der Krise gesehen haben. Wir haben ja dort schon Regulierungen gehabt. Wir haben Basel II gehabt. Basel II ist gerade umgesetzt worden. Und trotzdem hat es die enormen Verwerfungen geben. Und wir haben ja dort Innovationen gesehen, die Finanzinnovationen. Der Warren Buffett hat das ja mal genannt als Massenvernichtungswaffen, finanzielle Massenvernichtungswaffen. Also Innovationen passieren, aber es sind halt schlechte Innovationen. Lending Club zeigt das Beispiel eigentlich sehr schön. Also da haben wir auch gesehen, der Renaud Laplanche, der hat im 2011 hat er noch gesagt, seine Plattform sei die direkteste Verbindung zwischen dem Kreditgeber und dem Kreditnehmer. Also effizient, dezentral, alles ist super. 3 Jahre später hat er dann gemerkt, dass er sich halt nicht auf einem Markt bewegt, sondern innerhalb von dem institutionellen Rahmenbedingungen. Und hat dann gesagt, Banken sind Teil von beiden Seiten von seinem Marktplatz. Also er hat dann wirklich angefangen eigentlich, und das ist völlig klar, und das ist eigentlich auch sein gutes Recht. Er ist ein Unternehmer, er muss optimieren, er muss für sein Unternehmen das Beste rausholen. Und er hat das gemacht und hat dann aber angefangen halt operieren innerhalb von diesen Regelwerk. Und dann hat man gesehen, dass die alten Schattenbanken-Mechanismen wieder anfangen. Also da sind dann die Peer-to-Peer-Loans sind nicht mehr Peer-to-Peer-Loans gewesen, sondern Marketplace-Loans. Die sind dann verbrieft worden, die sind von einem Hedgefonds gekauft worden. Der Hedgefonds hat Dings bekommen, eine Kreditlinie von einer Bank, von der Citigroup. Das war der eine Deal gewesen. Also man sieht, wenn eben nicht der Markt dominierend ist, nicht die Marktinstitution, sondern die enorm komplexe Regulierung, dann passiert immer so Sachen, dass die Innovation eigentlich dann so Innovation gone wrong. Also es passiert dann halt, dass Unternehmen so optimieren, dass es für die Gesellschaft nicht optimal ist. Und darum müssen wir bei diesen Institutionen ansetzen. Darum ist es eine politische Entscheidung. Wir müssen das überdenken, wie wir unser Finanzsystem organisieren. Und ich bin überzeugt, dass wir da eigentlich uns orientieren, wie wir sonst die Wirtschaft organisieren, nämlich dezentral und mit dem Markt. Ja, das heisst schon, dass Fintech sich mehr politisch engagieren müsste. Aber eigentlich müssten sich da Politiker zu Wort melden. Und zwar, ja, jeglicher Couleur. Weil das Finanzsystem betrifft am Ende uns alle. Und schlussendlich auch, was auch noch spannend ist, eben 2008 haben wir die ganzen Occupy Wall Street Bewegungen gesehen. Die sind alle ein bisschen abgestorben, weil sie halt auch einfach keine Alternativen geboten haben. Und die müssen sich dem annehmen. Die müssen halt nicht nur Bankenbashing betreiben, sondern konstruktiv das anschauen, was läuft und die digitale Revolution eigentlich als ein Faktum nehmen und dass sie neue Ideen einbauen. Am Anfang zieht man raus, um das Finanzsystem zu revolutionieren und dann merkt man, oh, so einfach ist das nicht, weil da zum einen gibt es die alten Institute, das ist überall so, aber zum anderen gibt es halt einfach, ja, man muss mit verschiedenen staatlichen Organisationen zurechtkommen, man muss Regulierungen beachten und dann merkt man, dass das Businessmodell funktioniert so nicht und dann versucht man das ein bisschen anzupassen und am Schluss wird man dann einfach ein Teil eben vom aktuellen Bankensystem. Aber wie gesagt, da kann man eigentlich den Fintechs keinen Vorwurf machen. Also das ist, wir müssen die Institutionen einfach neu aufsetzen. Wir haben ja gesehen, dass sie nicht funktionieren. Wir haben sie nicht wirklich radikal geändert. Wir haben sie wahrscheinlich verschlimmbessert. Und jetzt müssen wir die ändern. Aber wie ich gesagt habe, dass die Macht von dem Status quo ist so gewaltig, dass da nichts passieren wird, bis uns nicht das Finanzsystem um die Ohren fliegt. Ich glaube, das ist die einzige Lösung, leider. Das ist das um die Ohren fliegt. Das ist keine Lösung, das ist der einzige Trigger. Und eben, also nochmal zum auf Occupy Wall Street zurückkommen. Man hat ja gesehen, die sind ja erst nach 2008 wirklich eine Kraft geworden. Sie sind nicht eine Kraft geworden, aber die sind wirklich präsent geworden nach 2008. Und schon vor 2008 haben wir ja schon extrem gesehen, wie der Housing Market extrem boomt, wie viel gebaut wird, dass da etwas schief läuft. Aber dann kümmern das die Leute noch nicht. Also man hat so viel um die Ohren und wenn dann irgendwie das einigermaßen läuft, dann wird da nicht irgendwie gross protestiert oder werden neue Ideen ausprobiert. Never change a running system. Also schlussendlich ist das ein bisschen die Devise. Und darum glaube ich, dass es eine Krise leider wird brauchen. Es gibt sicher ideologische Fintech-Unternehmer, die dann zu dieser Grenze kommen und sagen, nein, das machen wir nicht. Das ist eine super Sache. Und
Also, die sollen sich auch gerne mal bei mir melden. Ich rede gerne mit denen. Und wie gesagt, ich versuche das zu pushen. Ich will, dass die Diskussion stattfindet. Und die ist extrem notwendig. Ich versuche dann mit verschiedenen Leuten zu reden, das aufs Tapet zu bringen. Und jeder Fintech-Entrepreneur, ich finde, der sollte sich engagieren für das. Und wie gesagt, eben, in der Krise trennt sich wahrscheinlich die Spreu vom Weizen ein bisschen. Man kann es dann auch, wenn man eine langfristige Strategie fährt, kann man das vielleicht auch rechtfertigen, jetzt völlig gegen den Wind zu segeln und zu versuchen, etwas radikal Neues zu machen, mit der Hoffnung und der Aussicht, wenn dann die Krise kommt, können einen grossen Teil des Marktes zu übernehmen. Das kann durchaus eine Strategie sein. Und ich würde Fintech-Unternehmen da ermuntern, das zu machen.